Heiß, warm, Hitze. Heiß, warm, Hitze. Bier wird warm. Heiß, warm, Hitze. Tropen. Heiß, warm, Hitze. Weißwurst glüht. Heiß, warm, Hitze. Wüste. Heiß, warm. Almdudler kocht. Heiß, warm, Hitze. Almdudler kocht. Heiß, warm, Hitze. Almdudler kocht. Heiß. Berge glühen. Hitze. Mir ist warm. 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 Warm ist uns alle. Gleich geht's los. Late Night Talk. Late Night Talk. Late Night Talk. Heiß und warm in den Sonntag. Heiß, warm, Hitze, heiß, warm. Hitze, Bier wird warm. Heiß, warm. Hitze, Tropen. Heiß, warm. Weißwurst glüht. Heiß, warm. Hitze, Wüste. Heiß, warm. Almdudler kocht. Heiß, warm. Berge glühen warm. Hitze, Mir ist warm. 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 Warm ist uns alle. Gleich geht's los. Late Night Talk. Late Night Talk. Late Night Talk. Heiß und warm in den Sonntag. Heiß, warm, Hitze, heiß, warm. Hitze, Bier wird warm. Heiß, warm. Hitze, Tropen. heiß, Weißwurst glüht. Hitze, Wüste. heiß, Almdudler kocht. heiß, Berge glühen. Hitze. Mir ist warm. 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 Warm ist uns alle. Gleich geht's los. Late Night Talk. Late Night Talk. Late Night Talk. Heiß und warm in den Sonntag. Heiß, warm, Hitze, heiß, warm. Hitze, Bier wird warm. Heiß, warm. Hitze, Tropen. heiß, Weißwurst glüht.
So, also jetzt habe ich euch reingelegt. Und zwar haben Tonprobleme ja mittlerweile schon große Tradition im mittlerweile dritten Late-Night-Talk. Herzlich willkommen. Ich wollte den klassischen Markus Fast-Move machen und zwar mit Tonproblemen. In Wirklichkeit habe ich echt geglaubt, der Ton ist da und ihr verarscht mich. Ja, also seid froh, dass ihr jetzt nicht gehört habt, was ich gesagt habe. Super, geil. Tonprobleme, ich finde es einfach geil. Mittlerweile Tradition. Also, es ist warm, es ist heiß. Jetzt wirst du aber sagen, hey, das ist ja nichts Neues, was ich euch jetzt so erzähle. Oder? Ja, bei uns ist es auch heiß. Brutal. Ist, glaube ich, momentan Thema des Tages, die Hitze. Ich hoffe, ihr habt ähm, ich hoffe, ihr habt euch was Kühles zum Trinken geholt und ein bisschen einen angenehmen Platz gesucht. Der Glanzi, der Glanzfilmfabrik, habe ich gehört, der hockt schon auf dem Balkon und genießt die blaue Stunde, was ich total cool finde. Berlin soll ja jetzt Gewitter kriegen. Ich habe heute 2 Stunden, glaube ich, Live-Wetterradar angeschaut, also irre. Uns trifft es in Bayern nicht so, 35, 36, 37 Grad, ist auch warm. Also da gerade Rheingebiet, NRW, Wahnsinn, was da für Temperaturen über 40 Grad, 41 Grad ist. Es ist Wahnsinn, es ist brutal. Es herrschen jetzt ja einige Unwetter da oben. Bei uns ist leider keine Abkühlung. Ich habe wirklich gehofft. Wir haben zwar niedrigere Temperaturen, aber dafür auch keine Abkühlung. Bei uns sind die Wiesen braun. Bei uns sind die Wiesen braun. Echt, es brennt. Das ist unglaublich. Für die westlichen Bezirke bereits Unwetterwarnung. Ja, das kommt über Brandenburg, kommt das rein. Ja. Aber jetzt möchte ich eigentlich gar nicht so viel über das Wetter, glaube ich, erzählen, weil wir leiden alle drunter. Und was mich interessieren würde, ihr könnt es in den Chat schreiben, was macht ihr gegen die Hitze? Was macht ihr gegen die Hitze? Ich habe jetzt hier die Balkontür offen, da steht ein Ventilator. Ich war jetzt gerade duschen noch, kann man sich ziemlich sparen, weil noch 10 Minuten drauf fängt man wieder zum Schwitzen an. Die Nächte sind unglaublich schwül das Schlafen. Ich bin heute, glaube ich, bis um 6 oder 7 Uhr war ich tatsächlich wach. Und even without sound, I understood Marcus perfectly last week. Ja, Stevie, wir reden in Gebärdensprache. Perfekt. An der Stelle nochmal zum Stevie muss ich hier einfach einblenden. Der Stevie hat euch 20 Mitgliedschaften gespendet. 20 Memberships for you. Great Community. Wirklich, Stevie, thank you very much. Ist einfach eine geile Community. Ja, ich habe Mitgliedschaften, hin und wieder kommt da was Spezielles raus. Wenn ihr da Bock habt, Mitgliedschaften bei mir sind sehr teuer, sehr teuer. Es wird da aber was Regelmäßiges kommen. Ich habe das vor. Und ein paar Sachen sind nur für Mitglieder, einfach so interne Sachen oder so mehr Community, so interne Sachen. Also wie gesagt, total cool von dir. An der Stelle nochmal danke. Nicht, dass ich es vergesse. Wir haben sogar schon einige Leute da. Total toll. Ich finde das total spannend und mich freut das auch brutal. Wir werden das jeden Samstag auf Sonntag in die Nacht rein machen. Ich habe keinen Bock gehabt. Echt, es war so warm. Und ich war unterwegs und kein Bock. Aber ja, irgendwie, wenn ich dann euch im Chat sehe, es bockt mir einfach. Der Glanzi, was macht der Glanzi? Nachts Durchzug und ab morgens Bude verrammen. Ja, das große Problem ist bei mir, ich mache das auch so. Ich lebe mittlerweile auf dem Dorf und bei uns gehen die Lichter aus. Und ich glaube, im Umkreis von 2 Kilometern, wenn ich die Balkontür aufmache und schaue Fernsehen, bin ich die einzigste Lichtquelle. Und es kann sein, am Morgen, wenn ich aufwache, habe ich hier 7 Spinnen, habe 30 Mücken, habe 50 Stanzen und habe keine Ahnung. Also trotz Fliegengitter, bei mir ist das Problem, Fliegengitter hat unten so viel, wirklich so viel Luft. Da kommen die rein, die Mistviecher, wirklich, da kommen die rein. Also, ja, es ist es immer, lasse ich mich totstechen, aussaugen, mit Spinnen im Gesicht eingewebt, keine Ahnung, oder kühl. Ja, das ist der Nachteil dran. Dafür kann ich jeden Tag draußen die Sterne sehen. Der Christian, was schreibt der Christian? Christian, du bist ja jetzt auch ein Kanalmitglied geworden. Sau cool. Nur nachts lüften, tagsüber alles zu und wenn möglich verdunkeln. Ja, definitiv. Ja.
Ja, nachdem ich jetzt so viel Bock auf Streamen wieder habe ich mir irgendwie was überlegt. Und zwar habe ich heute eine Außenkamera installiert. Ja, mal schauen, ob das funktioniert. Ich möchte jetzt Stück für Stück den Stream so ein bisschen ausbauen, so ein bisschen interaktiver gestalten, nicht so langweilig. Vielleicht baue ich auch wieder den Drucker ein, wo ihr mir auf meinen Drucker Nachrichten schicken könnt. Das war eigentlich eine total lustige Idee. Und zwar haben wir es einfach so vorgestellt, dass ich hier so eine... Oh, da ist... Die Idee war eigentlich, wenn Gewitter kommt, dass ich mit euch die Blitze und das Unwetter anschauen kann. Aber es sind anscheinend gar keine Gewitter angesagt. Jetzt könnte es sein, dass der Ton doppelt ist. Ah, okay, gut, das muss ich ändern. Aber mit der Kamera, die kann ich jetzt auch mitnehmen. Sprich, wenn ich mich bewege, wenn ich euch was zeigen will, kann ich euch einfach am Krawattel packen und kann euch mitnehmen. Ja, bloß auf Toilette nicht. Das mache ich nicht. Wobei Toilette ist ja vorhin was passiert. Das muss ich euch kurz erzählen. Komplett dubios. Wie gesagt, Thema ist heute offen. Ich setze euch nur den Link rein, wenn jemand als Gast heute dabei sein will. Selbstverständlich, wenn ihr ein cooles Thema dabei habt und auch wenn ihr kein cooles Thema dabei habt, seid immer gern willkommen. Weil ich finde irgendwie so Community, tausche mich so total gern mit euch aus. Und warte mal. Machen wir das hier weg. So, zack. Wieso geht das nicht? Moment. Vielleicht geht es so besser. Raus hier. Ah ja, okay. Ist schon angezeigt. Okay. Ist irgendwie ein bisschen blöd heute. Bei uns ähnlich, nachts kein Licht anmachen, sonst Unmengen Mücken. Genau, das ist das große Problem. An der Stelle viele Grüße nach Berlin. Also hier geht es ja morgen richtig kaputt, was ich gesehen habe. Aber jetzt muss ich euch was erzählen, das habe ich so noch nie erlebt. Also ich war ja duschen und dann vom Stream rasiere ich mich natürlich für euch. Ich will ja nicht ausschauen mit der Almgandi. Und ich rasiere mich nass. Ich mag das, nass, kalten Stahl. Und ich benutze so ein Sprühgel, also kein Schaum, der aufgeht, sondern ein Gel. Da drückt man drauf und dann kommt ein bisschen Gel raus. Und das ist gegenüber in einem Regal. Und da gehe ich normalerweise hin, Hand drunter, dann drückt drauf und dann kommt es raus. Ja, wollte ich heute auch machen. Gehe rüber, drück drauf, mach das, fupp, und das Ding spritzt 2 Meter durchs Badezimmer. Ich habe jetzt das ganze Badezimmer geputzt. Ja, cool. Kann es sein von der Hitze, dass die Dosen so unter Druck stehen? Ey, ich bin so erschrocken, ihr habt ein Herzkasperl kriegt. Also, irre. Habe ich noch nie erlebt. Ja, naja, so ist es. Aber man sollte ja bei Hitze was Heißes trinken und deswegen haben wir hier einen Kaffee gemacht. Ich muss bei der Hitze zwischendrin einfach was trinken. Also, zu den Themen habe ich euch ein bisschen was mitgebracht, was mich persönlich momentan beschäftigt. Also ich habe ja bei Temu bestellt. Wer es im letzten und vorletzten Stream mitgekriegt hat. Ich bin ja verführt worden, dass ich was auf Temu bestelle. Das können wir zusammen auspacken. Einen Teil habe ich ausgepackt, weil ich einfach zu neugierig war. Die anderen Sachen können wir auspacken. Ist viel Foto, Videokram. Und ja, schöne Grüße Andreas aus Rheinau bei Helmlingen bei 40 Grad. Genau das meine ich. Rheingraben. Brutal. Richtig krass. Ich gönne mir gerade ein Glanzsee. Boah, du hast recht. Klimaanlage, ja, ich habe eine Klimaanlage und die könnte ich auch anschalten auf 18 Grad, aber ganz ehrlich, Klimaanlage, ich habe damit mittlerweile 4 Probleme sogar. Erstens, ich finde sie laut. Zweitens, ich kann 18 Grad, die Bude auf 18 Grad runterkühlen. Ja, mit Sommeranfang. Wenn ich das mache und muss vor die Haustür, dann bin ich total fertig. Dann rennst du gegen eine Hitzewand. Deswegen versuche ich mich immer so ein bisschen akklimatisieren, dass das nicht zu krass ist. Dann drittens, der Stromverbrauch. Die haben einfach so einen Stromverbrauch. Und ich bin mittlerweile so ein Knauserer geworden, dass ich sage, solange ich es auf normale Mittel irgendwie aushalten kann, haben wir früher auch nicht gehabt. Ja, dann drittens, ich müsste das an der Balkontür installieren. Das ist jetzt wohl nicht schlimm. Aber ich habe da so ein Brett mit einem Loch, da kann ich Jalousien zumachen, wo die schön luftdicht. Aber ich müsste jedes Mal, wenn ich rausgehe, die Jalousien aufmachen, drüber klettern. Ja, also noch geht's. Aber wenn im Juli die zweite Hitzewelle kommt, und die soll kommen, bitte nicht,
Ähm, vielleicht mal 1, 2, 3 Tage laufen lassen, nachts einfach nur zum Schlafen. So, jetzt habt ihr wieder total aus dem Konzept gebracht. Also Pakete zum Auspacken habe ich. Ja. Mm, Des Weiteren könnt man kurz in ein Video reinschauen von meinem Nachbarn. Ich bin total schockiert mit dem Erdbeben in Venezuela, wer das so ein bisschen mitbekommen hat. Ich habe das am Rande mitbekommen und bin da so erschrocken. Da können wir kurz mal reinschauen, was da abgeht. Dann habe ich euch was mitgebracht über Mähroboter und Igel vom Bayerischen Rundfunk. Dauert nicht lang, 2 Minuten. Finde ich klasse, könnten wir uns auch zusammen anschauen. Finde ich ja ein ganz spannendes Thema. Ich weiß nicht, wer von euch einen Garten hat und Mähroboter, die ja so modern waren. Dann ist mir aufgefallen von einem Fotokollegen, was da abgeht auf dem Kanal. Ich habe da schon mal ein Reaction-Video gemacht und finde das Ganze seitdem ein bisschen dubios. Ja, können wir uns auch anschauen. Momentan schaue ich kaum Fotokanäle. Irgendwie ist da so ein bisschen die Luft raus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, irgendwie macht jeder das Gleiche und das tausendste Objektiv und keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wie oft dass man Belichtungsdreieck erklären muss oder keine Ahnung. Es ist irgendwie momentan alles der Einheitsbrei. An der Stelle nochmal Oktober, Imaging World 2026 in Nürnberg, würde mich total freuen. Ich habe mit denen sogar schon geschrieben, bin mit den Messeleuten ein bisschen in Kontakt. Also vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch, das wäre richtig cool. Also jetzt kommt schon die erste Mücke, geil, ich werde wieder gefressen. Also der Glanzi, der René schreibt bei mir auch, schaue gerade sehr viel Radfahrvideos. Ja, ich finde, also ich schaue momentan ganz viel alte Aufnahmen aus die 30er Jahre an, wie das so in Deutschland war, weil momentan gibt es ja auch so schöne Videos, die koloriert sind und nachgeschärft. Also momentan schaue ich da ganz viele Sachen an. Auch aus Berlin, hochspannende Sachen. Auch aus meiner Region. Also momentan bin ich eher so da in dem Schwarz-Weiß-Segment irgendwie unterwegs. Aber es ist so, man hat immer wieder einmal verschiedene Interessen und jetzt kommt da das Sommerloch, gell? Jetzt kommt das Sommerloch. Da bin ich schon gespannt an den Aufrufszahlen. Merke es teilweise schon bei den Shorts, also vom 4-stelligen Bereich jetzt im 3-stelligen Bereich runter, ist wirklich so. Aber da kann ich euch auch ganz was Interessantes dann später noch zeigen, was vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt nicht Creator, klingt immer so super toll, ist, der einfach mal so ein bisschen auf YouTube spicken will und so ein bisschen den Hintergrund beleuchten. Also das Thema, wie gesagt, hätte ich auch mitgebracht. Also ihr könnt da im Chat natürlich mitarbeiten, weil ihr wisst es, Alleinunterhalter, 2 Stunden, vor allem bin ich nicht wirklich so der gesprächige Typ. Ist natürlich angewiesen auf Mitarbeit im Chat. Also wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, den Link poste ich euch. Nee, der ist da oben noch. Ach komm, den poste ich euch nochmal rein, schaue nicht. Wenn jemand dabei sein will, als Gast oder der Themenvorschläge hat oder der sagt, Markus, schau dir mal das Video an, was der gemacht hat. Wir können das alles zusammen machen und das ist genau das Geile und das ist genau das, auf was ich Bock habe. Also, ich starte jetzt mal. Ich bin einfach bei der Temperatur ein bisschen langsam. Es war gelogen, ich bin immer langsam, ich weiß schon. Ich kann eure Gedanken lesen. Ich bin immer langsam. Und zwar, ich schalte jetzt mal hier mein Browser frei. Dann könnt ihr da so ein bisschen mitgucken, dann ist es nicht so langweilig und müsst nicht die ganze Zeit mein komisches Gesicht sehen. Dazu gehen wir natürlich auf Bildschirm teilen, auf Fenster teilen und gehen auf YouTube. So, jetzt schauen wir da auf die Bühne mit dazu. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen erkennen. Und zwar würde ich da ganz gern reinstarten in einen Kanal. Was ist denn da oben schon wieder? Da ist ja schon wieder alles. Ach Gott, schaut mal die Glocke. Bavarian Sky Pixels überträgt einen Livestream. Super. Wir können auch zusammen, wenn ihr Bock habt, wir können auch mal zusammen Kommentare beantworten. Das können wir auch mal machen. Reinschauen. Ich glaube, ein paar Kommentare haben wir zu meinem letzten Video von dem blöden, heiß kochenden Bulldog. Können wir auch machen.
Aber jetzt schauen wir erst einmal. In den Kanal rein von meinem Nachbarn. Ich hoffe, ich finde das Video gleich. Energie Outdoor, Chiemgau. Kommt aus der Nachbarortschaft. Vielleicht habt ihr ihn schon mal im Fernsehen gesehen. Mit dem würde ich mal gerne was machen, wenn Sie die Schnittstelle vom Content mal überkreuzen wird. Total netter Kerl. Macht ganz viel über Energie, Solar, Strom. Ihr seht es selber. Und 40.000 ohne Strom im Chiemgau. Das ist interessant. Da schauen wir jetzt schnell rein. Das ist nicht total witzig. Vielleicht habe ich das schon mal gesagt. Ja, Leute, da funktioniert nichts mehr. Hier hat Skypixel ein schönes kleines Video gedreht vom Stromausfall. Das haben wir auch noch nie erlebt. In Bergen, im Chiemgau ist alles dunkel. Also ihr seht, der Supermarkt ist dunkel, da kannst du nicht einkaufen. Ihr seht, die Tür geht nicht einmal mehr zu, weil die elektronisch ist. Wenn die gerade zugeht, kriegen sie nicht mehr auf. Super alles. Und natürlich funktionieren auch die Kassensysteme nicht mehr. Ist alles tot. Ist noch gar nicht so lange her. Kein Strom. Ja, das war richtig krass. Scheiße. Naja, gut, okay. Das sollte aber jetzt gar nicht Thema sein. Ich finde das bloß immer witzig. Und zwar alle, jetzt passt auf, ich suche jetzt gerade das Video, ich bin vorbereitet ohne Ende. Oh Gott, wo war jetzt das? Videos, Blackout, USA, Blackout sofort erkennen. Beim Waldbrand im Ruppelding war auch mit dabei. Hat natürlich als Pressemann ganz hin dürfen. Ich leider nicht. Und grüß dich, heiße Grüße, Andi. Wo kann man das jetzt einstellen, dass es Neueste sieht? Probieren wir es mal anders. Weil ich bin da so erschrocken. Hier haben wir es. Wir schauen uns nicht das ganze Video an. Aber ich finde, der Stefan erklärt das so gut. Und da können wir kurz reinschauen, weil ich bin da wirklich entsetzt gewesen, wie das. Ich habe das nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht. Also ich schaue auch keine Weltmeisterschaft. Ich habe gehört, dass die Türken rausgeflogen sind. Ich habe noch nie so einen ruhigen, stillen türkischen Autokorso erlebt, die Weltmeisterschaft. Entschuldigung. Starke Erdbeben auf der Welt, von Japan über Amerika. Ihr müsst zwar sagen, ob der Ton passt, gell? Ist immer ein bisschen tricky. Und natürlich 2 große Beben in Venezuela mit bis zu 7,5 auf der Richterskala. Vulkane Netschreit, Doppelbeben verursacht große Schäden, weil das war wirklich ein Doppelwumms, muss man in dem Fall mal wirklich. So, jetzt ein bisschen vor, dass ich. Genau, hier. Wir werden uns dann auch die Shake Maps anschauen. Das ist so irre, wenn man sich die Fläche anschaut, was der erwischt hat. Ich weiß nicht, ob Sie das so mitbekommen auf dem Schirm. Betroffene Menschen, schaut mal, die höchste Stufe, 1 Million Menschen sind betroffen. Schwere Zerstörung, da reden wir von schwerer Zerstörung. 6,7 Millionen Menschen, schwere Zerstörung möglich, heftig. Wir reden da von Millionen. Also, das ist an mir so vorübergegangen. Ich weiß nicht. Was ich mitbekommen habe, ist dass Deutschland so ziemlich die letzten Wochen die Hilfskräfte rüber geschickt haben. Befürchtet, werde ich dann auch zeigen, wie man sich also, verhalten sollte und wie nicht. Das ist wie gesagt, schaut's da mal vorbei. Richtig cooler Kanal. Der erklärt das wirklich, wie das da genau abgelaufen ist. Und ich glaube, ich bin da sprachlos. Wenn man sich das anschaut, Todesopfer, wie viel geschätzt wird, die schätzen die kleinste Menge zwischen 20.000 und 110.000 Todesopfern, bis zu 390.000 Verletzte. Dann
Vertriebene, Leute werden vertrieben in den Millionenbereich. Also, also ich bin da wirklich schockiert. Und ich habe mir gedacht, das teile ich mit euch, weil mich das natürlich auch beschäftigt. Also, echt verrückt. Ich glaube, mittlerweile, kann mir das jemand sagen von euch im Chat, wie viel Tote vermutet werden? Ich glaube, Vermisste sind es jetzt 200.000 Vermisste, oder? Ich glaube, es sind 200.000. Ich glaube, das sind jetzt 200.000, was vermisst werden. Und 100.000 Tote, glaube ich. Das sind Zahlen, die kapiere ich nicht. Der Andi schreibt, das liegt aber an unserer Bürokratie. Die Hilfskräfte standen sehr zügig bereit. Ja, das stimmt, habe ich selber erlebt. Und zwar bei dem starken Hochwasser, was wir vor ein paar Jahren gehabt haben, vor 10 Jahren. Da waren die Privatleute, waren schneller wie der Rest, bis die ganze Bürokratie angelaufen ist. Ja, es ist irre. Also vielleicht kann mir das jemand sagen, wie es ausschaut, wie viel Tote es ist. Ich möchte jetzt schnell was nachschauen, weil die Relationen sind so irre. Muss ich mich jetzt hier anmelden? Ja, melden wir uns schnell an. Zack. Ach, was soll denn das wieder? Das geht mir doch wieder so auf den Sack, Schatzmann. Sowas geht mir auf den Zylinder. Das 1000-mal anmelden. Mach was anderes. Gemini. So, jetzt pass auf. Jetzt möchte ich was ausprobieren mit euch. Allerdings muss auch das Land hier Venezuela zustimmen, dass Hilfskräfte aktiv werden können. Dies kann hier vielleicht gedauert haben. Ja, das stimmt schon, ja, das stimmt. Da denkt man sich immer so, ja gut, wer schickt mir gleich die Hilfskräfte rüber? Aber du kannst doch nicht einfach mit 2000 Mann und schweren Geräten in der Land ein... okay, Venezuela. Jetzt könnte ich politisch... ja, also wir können das nicht. Andere können das schon. Schnell in der Land mit schweren Gerät einfallen. Aber nicht zu humanitären Zwecken. Scheiße. Glanzi, das war gut. So, jetzt pass auf, jetzt nutzen wir die KI und wir schreiben jetzt einfach, sage mir bitte, wieso sagt man immer sage mir? Wieso? Nein, man schreibt immer so sage mir, gell? Aber die KI sagt eigentlich was. Sage mir die bekanntesten Städte Deutschlands mit einer Einwohnerzahl von 100.000 Menschen. Schauen wir mal, was rauskommt. Was 100.000. Berlin. Berlin hat 100. Also ich glaube sogar der KI ist zu warm, Schatz. Da schreibe ich Deutschlands Einwohnerzahl von exakt 100.000 Bewohnern. Probieren wir es mal so. Ach komm. Wieso muss ich mich jetzt auch wieder anmelden? Oh, also der KI ist auch zu heiß. Von exakt 1000 Bewohnern. Ja, dann melde ich mich halt an. Mein Gott, also geht ja so die ganze scheiß Anmelderei. Witzig wäre es ja dann, sind Sie ein Roboter? Sind Sie ein Roboter? Das klingt immer so verzweifelt. Als ob Google unbedingt einen Roboter sucht. Und dann sind wir natürlich hier gleich bei Bezahlen. Wir haben in Berlin doch 100.000 Einwohner pro Kiez. ja, keine Ahnung, wahrscheinlich pro Straße. Es gibt 82 Städte. Die KI ist doch bescheuert. Jetzt schreie ich es einfach mal an. Schaut euch den Scheißtrick an. Seit wann ist es so aufdringlich? Das ist doch... Wow. Wow.
Das wird immer schlimmer. Das wird doch immer schlimmer mit dem Scheiß. Das seid zwar nicht böse. Schau hier. Ich habe jetzt keinen Bock, mich zum Anmelden. So, also jetzt bin ich bockig. Jetzt bin ich bockig. Entschuldigung. Jetzt hat der Bayer einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Sagt so, ey, anmelden, dann meldest du dich an, dann brauchst du das Passwort, dann brauchst du die Verifikation, am besten über SMS, dann E-Mail, dann bist du endlich drin, dann gibst du eine Antwort ein, dann bist du sofort im Abo-Modell. Da kommt jetzt sowieso ein Video raus. Ich weiß nicht, wer von euch alles Adobe benutzt. Ich benutze ja seit Jahren schon Adobe Lightroom und da platzt mir momentan der Kragen, was da abgeht mit der Adobe. Aber da kommt nächste Woche ein Video raus und das kommt absichtlich nächste Woche raus, weil das ist nämlich kühler. Weil wenn ich mich da aufregt, dann überhitze und da rege ich mich so richtig auf. Also 100.000, das ist so 100.000, Wahnsinn. Was hat ein Traunstein? 24.000, das wäre viermal so groß wie eine große Kreisstadt hier. Ja, das Schlimme ist, man kann halt nichts machen. Ne? Ich muss was trinken. Also wie gesagt, das habe ich momentan auch brutal beschäftigt. Weil das einfach Zahlen sind, die kann man nicht mehr, also ich kann das nicht mehr realisieren, was da passiert ist. Jetzt würde ich sagen, jetzt nehmen wir einfach ein leichteres Thema. Machen wir das wieder weg hier. Wir könnten jetzt Pakete auspacken. Wie schaut's aus? Ich glaube, Pakete auspacken ist ein besseres Thema, oder? Da hole ich jetzt die Kamera rein. Das probieren wir jetzt aus, oder? Das probieren wir aus, weil dafür haben wir es ja. Das Schlimme ist, am Bobby ist es auch zu warm. Der rührt sich nicht mehr. Ich glaube, der ist tot. Der rührt sich nicht mehr, der hat keinen Bock mehr. So, jetzt lasst uns das mal ausprobieren. Ich habe das noch nie gemacht. Wie gesagt, ich möchte das Stream für Stream, so ein bisschen was Neues machen. Glanzi, du bist der Beste, auf dich ist Verlass. Ich muss jetzt Crocklisted folgende auf Heidelberg. Wow, Potsdam. Lübeck. In Lübeck war ich auch schon ein paar Mal gut am Durchfahren. Regensburg, Würzburg. Wow. Boah, stellt sich das vor, so eine komplette Stadt wie Regensburg. Wir reden da von Toten, nicht von Verletzten. Ja. Scheiße. Das sind Sachen, da holt sich so ein Landstrich. Nie. Ich weiß, kann ich euch kurz erzählen, wir sind ja unter uns. Bin einer Estin verheiratet aus Estland, deswegen heißt es Estin, Gott die Hitze. Und Estland ist ein relativ kleines Land und wie damals die Estonia von der Tallinsk-Fähre untergegangen ist, waren sehr viele Menschen drauf, die nach Finnland rüber sind über die Ostsee zum Arbeiten. Das war ganz normale, ja, keine Ahnung, wie bei uns, ja, Pendelverkehr. Und das Land ist so klein und ich glaube, wie viele Menschen sind auf der Estonia verstorben? 1000. Es hat jeden irgendwo in dem ganzen Land betroffen und jeder hat irgendeinen Onkel gehabt oder einen Schwager oder von der Freundin, die da betroffen waren sind, die irgendwelche Menschen verloren haben. Und jetzt stellt euch das mal bei 100.000 vor. 100.000. Boah, ja, Wahnsinn. Das sind Wunden, die dauern. Der Glanzi muss gleich vom Balkon türmen, es wird stürmisch und Blitze und Donner kommen immer näher. Ist die Frau im Anmarsch oder was? Entschuldigung. Ja, jetzt als Single kann ich ja so Witze machen, aber es klingt echt, muss gleich vom Balkon türmen. Es wird stürmisch, Blitze und Donner kommen immer näher. Das klingt nach meiner Ex. Nee, Spaß. Bin kurz weg. Markisen einrollen.
Super, das ist der Nachteil am Ventilator, ja, dann fangen wir zum Husten an. So, jetzt schalten wir auf die zweite Kamera um. Jetzt bin ich gespannt, gespannt, wie das ausschaut. Jetzt pass auf, da haben wir. Test. Keinen doppelten Ton. Wir haben keinen doppelten Ton. Schaut, jetzt seht ihr mich sogar zweimal. Wie cool ist denn das? Ist das cool oder ist das cool? Ich finde das eine coole Idee. Ich finde das mal eine richtig coole Idee. Ich finde die cool zum Auspacken. Jetzt werden wir das so ein bisschen umschalten. Wie gesagt, die ersten Streams sind einfach wieder auch bisschen testen. Wie machen wir das jetzt am besten? Jetzt pass auf. So. Oder so. Na, das nicht. Das darf man von der Bühne entfernen. Machen wir so. Nein. So. Ist doof, gell? Ist doof. Da können wir eigentlich nur so machen. Oder seht so am besten. Ich glaube, so seht es am besten, oder? Ja. Ja, ich glaube, das passt. So, also. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ich habe so einen Durst. Das Bier wird warm. Ja. Also, bei einem Paket habe ich leider schon aufmachen müssen, weil ich so gespannt war. Und bei der Hitze wollte ich es einfach gleich ausprobieren. Das zeige ich euch jetzt als erstes. Vielleicht bräuchte ich hier ein bisschen mehr Licht, gell? Ist das ein bisschen? Naja, müssen wir ausprobieren. Und zwar habe ich auf Timo zugeschlagen. Danke an den Andreas, der mich da auf Timo wieder gebracht hat. Und zwar schaut es mir her. Wie geil ist das? Wie geil. Ich habe das schon ausprobiert. Ich habe das angesteckt und habe das Handy angesteckt und es ladet. Es ladet wirklich, ja. Also was da mit dabei waren so komische kleine Haken und so Saugnäpfe. Ich zeige es euch hier. Und das hier ist ein Solarpanel. Da hinten ist der Stecker dazu. Mit USB-Anschlüsse. Ja. USB-Anschlüsse. Und da hast du coole Löcher. Und meine Idee war, ich hänge das hinten, wenn ich unterwegs bin für einen Notfall, zum Beispiel an meinen Fotorucksack hin. Passt perfekt hin. Kann ich mal schnell irgendwas nebenbei laden. Ja, war so die Idee. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie schnell das ladet, weil die Fläche ist relativ klein. Ich weiß nicht, in einem Dauerbetrieb, inwiefern das zum Beispiel, wenn das Handy angeschaltet ist, ich da Saft drauf kriege. Ich weiß es nicht. Muss ich mal ausprobieren. Aber einfach hinten drauf oder einfach mal rauslegen und einfach eine blöde Powerbank mal laden. Wenn das funktioniert, dann ist das Teil geil. Und das hat gekostet 12 €. Ja, also habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich auf alle Fälle machen und nein, ich mache darüber kein Video. Weil ich denke, man muss nicht immer über jeden Scheiß Video machen. So, jetzt haue ich noch mit den Link rein. Wenn jemand Lust hat, mir auf den Sack zu gehen bei der Hitze, dann was auch total toll ist, also das muss ich auch sagen, die Streams von mir, da gibt es viele Leute, die schauen sich das am Sonntag noch an. Finde ich total cool aus der Dose. Also danke schön an der Stelle nochmal. Finde ich total cool und freue mich. Ganz kurz noch was anderes. Wir haben im letzten Stream ja noch besprochen, die Hitze, dass ich ein paar Leute reinlegen will mit KI und so weiter. Und das habe ich noch im Kopf. Wir könnten das im nächsten Stream angehen. Da lassen mir ein paar spezielle Sachen einfallen, ein paar Ideen. Und das könnte man dann zusammen besprechen und auch überlegen, wen wir da reinlegen könnten. Kurz zur Erinnerung. Ich möchte irgendwie ein lustiges, also ein super realistisches Foto machen oder ein Bild und dann Fotografen, Firmen, keine Ahnung, anschreiben und schauen, ob die das checken, dass das KI ist. Ja, einfach mal so ein bisschen die Leute aus der Reserve locken. So, also es ist Timo. Woran erkennt man Timo? Nö. Boah, was ist es? Normal, wenn ich ein Timo-Paket aufmache, riecht es nach Chemie. Das duftet. Oh. Ey, das riecht angenehm, wie, keine Ahnung, Blüten. Also wirklich angenehm, wie Parfüm. Nicht nachmachen, Kinder, Plastiktüten. Also, früher haben doch die Temo-Taschen immer so gestunken noch.
Krass, okay, krass. Merken, können wir ausprobieren, ob die zweite Tasche auch. Oh. Ja, Heizspinne dabei. So, also ein zweites Paket. Und zwar habe ich mir gedacht, nachdem ich ja viel Actioncams und so weiter benutze, das Ding, glaube ich, hat jetzt 4 Euro gekostet. Ich zeige es euch mal. Das blendet jetzt natürlich brutal in der Packung. Wir haben da einen richtig coolen Adapter. Kann man immer brauchen, gerade wenn man mit Actioncams oder so arbeitet. Kann man immer brauchen für Stative zum Draufschrauben. Also finde ich schon mal gut, dass sowas mit dabei ist. Mal schnell runterscrollen. Jetzt ist das keine Außenkamera mehr, jetzt ist das eine Innenkamera. Ah, die Kraft lässt doch. So. Und noch mehr Müll. Noch mehr Müll. Achso, nächste Woche ist der Michael Ritter dabei. Für den habe ich ein bisschen was vorbereitet. Da freue ich mich, weil der Michael Ritter, der war schon lange nicht mehr mit dabei. Wildlife-Fotografie. Also das nächste Mal wieder ein bisschen fotolastig. So, also schaut's her. Richtig geil. Das Ding hat 4 Euro gekostet, 5 Euro. Ich habe keine Kooperation mit Temu, ja? Möchte ich euch sagen. Kooperation habe ich mit Kenface. Also da nochmal, ja, ist keine Werbung. Aber wenn ihr auf Kenface momentan auf die Seite schaut, haben die richtig geile Sachen. Und wenn ihr da wirklich was bestellen wollt, dann gebt ihr Pixel ein. Pixel. Dann kriegt ihr einen extra Rabatt noch. Also wie gesagt, würde ich ausnutzen, wenn ihr irgendwie Kleinigkeit holen wollt bei Kenface. Und ja, ich habe gesagt, wenn ich was mache für euch, dann möchte ich irgendwas für die Community haben. Also Kenface, finde ich cool. Und wenn ihr was bestellt, gibt es Pixel ein, weil dann sehen die das, ach, das kommt aus meiner Community. Und dann freuen sich die auch, wenn ich ein bisschen auch mal einen Gewinn bringe. Außer nur Produkte bekommen. So, jetzt aber. Also das ist eine Klemme anscheinend für die Actioncam. Da kann man was draufschrauben. Dann hast du hier noch eine extra Schraube. Okay, das ist auch cool. Da kannst du es auch drehen. Ich finde das wieder. Okay, da könnte man auch hochkant Actioncam draufstellen. Und was halt ich gebraucht habe, ist hier eine anständige Halterung. Zum Beispiel mal in den Roller oder irgendwo mit dran klemmen. Und das Ganze geht anscheinend hier mit so einem Schnellverschluss. Vielleicht sollte ich mir Produkte vorher anschauen, aber ich finde das irgendwie spannender mit euch auspacken. Also so ein Schnellverschluss. Und dann kann man das irgendwo dran klemmen. Zack. Also für 3 Euro, 3,50 Euro. Und es ist vielleicht richtig schwer. Also ich finde, da ist die ganzen chinesischen Sachen. Ja, genau, Glanzi, danke. Ich bin jetzt zwar nicht der Fahrradfahrer. Ähnliche Klemme habe ich auch für Aufnahmen beim Fahrradfahren. Genau, für sowas. Oder? Nee. Ach, scheiße. Jetzt habe ich eine Idee. Jetzt pass auf. Ach Gott. Das kostet wieder mindestens 10 Abonnenten weniger. Da muss ich jetzt schnell aufstehen. Ich habe eine Idee. Und zwar ist es eigentlich dafür gedacht, als Bierkrughalterung. Schaut her. Versteht ihr? Da kann man das praktisch dahin klemmen. Seht ihr? Und dann kann man sich da filmen, wenn man. Wie geil ist das? Wie geil! Hammer! Ich wollte schon immer eine Bierkrughalterung. Und das Ganze müsst ihr euch bei Maßkrug vorstellen. Das ist insane. Ja. Schau, wieder was Neues erfunden. Wieder was Neues erfunden. Anna, der Stoppi. Stoppi, grüß dich. Grüße vom Mittagessen. Okay, das klingt nach, oh na, Spätschicht, Nachtschicht. Oh je. Schöne Grüße, Dirk.
Stoppi war im ersten Stream Gast bei mir, mich total gefreut. Im ersten Stream oder im zweiten, weiß ich gar nicht mehr. Also, Stoppi ist auch immer sehr, sehr gern gesehener Gast. So, jetzt könnten wir aber das zweite Paket aufmachen und jetzt schauen wir mal nach, ob das auch so geil riecht. Also wirklich Leute, macht es, wenn es auf das Timo kommt. Oh, es riecht nach Parfüm, Blumenwiese. Oh. Also das als Thumbnail, dann, ja. Nee, probiert es mal aus. Probiert es aus, wenn es von Timo was kriegt. Riecht's dran. Jetzt zu sagen, oh, der Dicke Bayer hat recht gehabt. So, dann machen wir jetzt aber das zweite auf. Oh. Moment. Nee, Mittagsschicht gerade heimgekommen, aber ich konnte heute Mittag nichts essen. Ja, es ist scheiße. Ich habe jetzt in 3 Tagen 3 Scheiben Brot gegessen. Wirklich, wirklich. Keinen Appetit. Hunger, nix. Kein Appetit. Also so heiße Sommer sind für mich eigentlich ideal zum Abnehmen. Das ist ja, blumig waren da Drogen drin. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, da waren keine drin. Drogen, nein. Nein. Einen wunderschönen, warmen Abend. Grüß dich, Servus und Habidere. Gedankengespräche aus dem Camper. Ich weiß gar nicht, bist du unterwegs? Campen wäre natürlich jetzt, könnte man jetzt besser vorstellen. Nee. 1, 2. Was hat der Dicke Bayer da gekauft? Ich weiß gar nicht mehr. So, ihr könnt es euch für verrückt erklären. Die Tüte riecht nach gar nichts. Ist ja schon mal besser, als wenn es nach Chemie riecht. Oh, die riecht nach Drogen, Blumen. 33 Grad im Camper jetzt. Wow, ja gut, das geht ja noch, ja. 33 Grad, ich weiß gar nicht, wo bist denn du gerade unterwegs? 33 Grad. Puh. Wahnsinn. Andreas, grüß dich. Auch dir einen schönen, guten, heißen, schwülen Abend. Wobei ich bin noch vorsichtig, weil Rheingebiet, NRW hat es Unwetter gegeben, dann ganz oben Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein muss ziemlich gescheppert haben. Also bei uns in Bayern ist alles trocken. So, wie schaut's aus? Sollen wir reinschauen? Schauen wir mal rein. Der Dirki, hab gedacht, du hättest wieder den Gast, Markus, aber du hast ja jetzt 2 Camps. Ich bin, das ist gespalten. Das ist die schlechte Seite von mir und das ist die gute Seite von mir. Und es ist wie früher so in meiner Kindheit, wenn mit mir keiner spielen wollte, dann spiele ich mit mir eben allein. Ja. Ist so. Aber hauen wir hier nochmal einen Link rein, weil ich will da doch hier jemand. Nee, es ist ja wirklich ein Loch. Also letzten Stream haben wir ja wirklich das Problem gehabt mit der Weltmeisterschaft. Ja. Und ja, ist so. Aber mich freut es immer, dass die Leute das am Sonntag dann immer anschauen. Das finde ich immer so richtig geil. Und ich werde mir jetzt jeden Samstag irgendwas Neues einfallen lassen. Jack, ihr haltet mich voll auf, dieser Wahnsinn. Ich bin jetzt Höhe Hannover. Hannover. Ja, das ist ein bisschen kritisch, gell, mit die Unwetter da oben, Hannover. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir hier auf. Ich bin halt irgendwie auf Schnüffeln aus. Keine Ahnung. Machen wir mal auf. Okay, also, das heißt Kippi, Bierbauchkamera. Achso, das soll mal die Wampen hier, oder was? An die Wampe. Ich könnte es auch ans Brustpiercing. Nee, Spaß. Brustpiercing-Kamera. Nee.
Also, können wir jetzt hier mal weitermachen, Jungs? Wirklich? Ihr spinnt's ja. So, schaut's her. Also, schnüffeln. Boah, das schaut jetzt aber schon sehr nach Ghetto aus, gell? Mit so klebt. Boah, oh ne. Das dürfen wir nicht auf YouTube machen. Oh. Das ist eine Halterung für die Pocket 3. Das fühlt sich ausgedruckt an. War jetzt auch nicht teuer. Ich glaube, das könnte man sich. Ja. Das ist cool. Das Ding wollte die haben. Das Ding wollte die haben. Weil ich immer Angst gehabt habe, dass der Gimbal abbricht. Weil ich bin so ein Grobmotoriker. Ja, bei mir ist tatsächlich schon Weihnachten. Nee, ich kaufe mir ganz selten Sachen. Ich tue mir da ganz schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man möchte was, man bildet sich was ein, dann überlegt man, hadert es mit sich, dann kauft man sich's. Und kaum drückt man auf Bestellen, denkt man sich, nee, habe es wirklich gebraucht, das war doch jetzt unnötig. So geht es mir immer. Ich freue mich selten über Sachen, was ich mir eigentlich kaufe. Weiß nicht, andere können das. Brustpiercing, wie hieß der Typ im Badesalz-Film? Badesalz sind jetzt nicht so meine Comedians. Das ist eher in deiner Region. Badesalz, ich kenne die zwei Typen. Ich glaube, da ist einer sogar gestorben vor kurzem. Weiß ich gar nicht. Brustpiercing. Weiß ich nicht. Kann ich gar nicht sagen. Zum Wetter wird es passen. Also wie gesagt, das ist ein Käfig, da kommt die Pocket 3 rein. Und dann hast du hier einen Schutz. Da hast du einfach einen Schutz. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ach, ich muss euch das nicht zeigen, ihr checkt es doch, oder? Ihr seid ja nicht auf der Brennsuppe hergeschwommen. Da macht man zu. Oben haben wir noch was Schönes drauf für Licht oder so. Hier. Finde ich eine coole Sache. Für 3 Euro. Wieder ein Drum mehr zum Rumschleppen. Ja. War das der Piercing-Huber? Der Piercing-Huber? Oh, Stoppi bei so dubiosen Sachen. Ja, aus solchen Nummern bin ich raus. Piercing-Huber und so, solche Leute kenne ich nicht. Hm. Das ist ein bisschen zu dubios. Dann, was habe ich da bestellt? Was ist denn das? Was ist das? Was ist denn das? Gimbal und Screen Protector für Osmo Pocket 4. Ich habe keine Pocket 4. Scheiße, was habe ich denn da bestellt? Da habe ich nicht gelesen, ne? Wieso Pocket 4? Ich habe keine Pocket 4. Ah, Mist. Riecht nach Papadeckel. Was habe ich da? Markus, was hast du da gemacht? Was ist das? Okay, was? Hä? Kann mir das jemand erklären? Pocket 4? Ah, okay. Ich mache da auf, stecke die Pocket 4 rein und mache zu. Ach, das sollte besser sein als das hier. Okay. Puh, braucht man sowas? Also bei dem habe ich immer so die Angst gehabt, dass mir es rausfällt oder ein verknickter Gimbal. Das ist so ein bisschen wasserdicht. Ich müsste es ausprobieren. Jetzt pass auf, jetzt machen wir das so. Ich probiere das morgen am Sonntag aus. Also ich probiere das aus. Sollte das bei der Pocket 3 nicht passen, dann verschenke ich das an jemanden von euch. Das machen wir eiskalt. Wenn jemand die Pocket 4 hat und will es, mit Originalverpackung, original reingerüsselt, geatmet von mir, dann verschenke ich das. Ich poste es morgen abends mal unter den Stream, ob es passt oder nicht. Und wenn es nicht passt, dann kriegt es einfach jemand von euch. So. Schau mal, was macht der Chat? Ich habe gar keine Uhrzeit. Ich habe ja gar keine Uhrzeit. Gibt es hier irgendwo Uhrzeit? Es müsste ungefähr so, jetzt pass auf, es müsste vom Spitzlevel her ungefähr 21 Uhr sein, würde ich sagen. Ja. 11 Uhr. So.
So, jetzt haben wir noch 2 Pakete. Machen wir das große oder kleine auf. Dankeschön, Stoppi. Auf den Stoppi kann man sich sowas von verlassen. Gell? Also, ich finde das Witzige, wenn man auf Temu bestellt. Man sieht das, man sieht das, man sieht das. Warenkorb 5, 6, 7. Ja, okay, bestellen. Bezahlen, fertig. Und dann, bis das kommt, weiß man oft gar nicht mehr, was man eigentlich bestellt hat. Dann ist das wirklich so wie bei Weihnachten, wie die Astrid gesagt hat. Also, machen wir das Kleine mehr auf. Ich muss später mal was zum Trinken holen. Da machen wir mal 5 Minuten Pause. Weil bei der Hitze. Und ihr könnt es auch in die Kommentare reinschreiben, wie ihr es mit 2 Kameras findet. Wie gesagt, ich kann nicht überall mitnehmen. Ah, okay, das stinkt. Wow. Okay, auf das freue ich mich. Auf das freue ich mich. Da bin ich gespannt. Und zwar für die Pocket 3. Ich habe da mal richtig ausgewählt. Schaut mir her. 10 mal Makrolinsen. Dann kannst du mit der Pocket 3 Makro. Der Andreas aus Rheinau hat mir das gesagt, dass das gibt. Und ich habe mit der Pocket oft das Problem, wenn man zu nah hingeht, dass die einfach das von der Brennweite nicht mehr schafft. So, schaut's. Ab hier wird es undeutlich. Seht ihr? Das hat nichts mehr mit dem Fokus zu tun. Und dann bin ich jetzt ungefähr 10, 15 Zentimeter weg, dann wird es scharf. Aber mit den Makrolinsen kann man viel näher rangehen. Habe bei Temu bis jetzt fast nur T-Shirts mit Druck bestellt. Also mit Klamotten, muss ich da ganz ehrlich sagen, da bin ich ganz vorsichtig. Hier mal auf Temu schon. Na, Shein war das. Schreibt man ungefähr so ähnlich, Shein. Klamotten bestellt und die sind gekommen und die waren so chemisch. Hat gar nicht so ausgeschaut wie auf dem Cover, haben wir früher gesagt, in der Videothek, Videokassetten. Naja, Film war aber nicht so spannend wie auf dem Cover oder Computerspiel. Und ich habe festgestellt, 100% Polyester und so chemisch gestunken und so. Und da habe ich gedacht, also Klamotten. Ja, Timo kommt mir nicht ins Haus, schreibt der Glanzi. Hin und wieder. Ja, es ist doch mittlerweile scheißegal. Schaut mal, wenn es beim Kaufland online, Netto online irgendwas bestellst, die ganzen Händler, das ist Temo-Ware. Das ist genau die gleiche Ware mit Zwischenhändler irgendwo in der Garage. Mittlerweile ist das, glaube ich, scheißegal, wo man das bestellt. Ich finde das gut mit 2 Kameras, so sieht man deine Schokoladenseite. Ja, aber die Beleuchtung passt nicht. Ich müsste das ein bisschen anders beleuchten. Wisst ihr, das ist so mehr Schattenwurf, mehr das Dramatische einfach. Kann man eigentlich von euch jemand sagen, Chat, heute sind sogar einige Leute da, ist auch richtig cool. Kann man von euch eigentlich kurz wenn jemand helfen und mir sagen, ob so aus der Foto-Gangster-Bubble irgendjemand noch online ist? Ob da irgendjemand anderes auch streamt heute oder bin ich der Einzige? Wisst ihr da was? Habt ihr denn was mitbekommen? So, jetzt schauen wir da mal rein. Plastikschachtel. 2 p.m. in Oregon City, Oregon. 2 p.m. Ah, okay. Ach klar. Lunchtime. Wenn es euch wundert, warum das hier auf einmal eine Kanalmitgliedschaft, eine Membership habt und die nie abgeschlossen hat, der Stevie hat heute 20 Stück verlost. Und zwar geht es an alle Mitglieder. Und ich glaube, wir haben sogar schon einen gehabt, der heute sogar dabei ist, der was Mitglied geworden ist. Genau. Also wenn ihr auf einmal Mitglied geworden seid, dann könnt ihr euch beim Stevie bedanken. War total cool. Also Stevie, insane, geil. Glanzfilm, nichts mitbekommen. Ja, ich kriege das auch nicht mehr mit. Also die Tüte mit dem Blumenduft, die riecht bis darauf, gell? Die riecht bis darauf. Meine Frau bestellt viel Klamotten bei Temu. Okay.
bei Timo noch nie bestellt. Müsst ihr mal überlegen. Müsst ihr mal überlegen. Sven Glügel hatte nachmittags gestreamt. Ah, okay. Boah, nachmittags, da wäre ja verreckt. Jetzt ist es einigermaßen angenehm, gell? No, Stevie, I have to say thank you very much. Thank you very much. And I hope you will be my guest the next time with mit einem funktionierenden Mikro. So, also jetzt schauen wir hier nochmal rein hier. Da steht drauf 10 mal Makrolinsen. 10 mal Makrolinsen? Also mit 10. Oh. Wow. Es ist eine. Ziemlich dick. Also da bin ich richtig gespannt. Schön in so einem Softding, wie man es einfach kennt, aber da bin ich gespannt. Makroaufnahme mit der Pocket, also da bin ich gespannt. Wobei, es stimmt ja nicht, gell? Es ist ja grammatikalisch falsch. Weil hier würde es heißen 10 mal Makrolinse. Es müsste heißen 10 mal Makrolinse. Lens. Achso, nee, stimmt. Englisch. Lens. Könnte auch heißen wie 10 Makrolinsen. Nee, scheiße, ist doch richtig. Jetzt wollte ich meine Grammatik-Skills einfach mal hier rauspulvern und verkackt. Also da könnten wir ein Video zusammen machen. Also wenn ihr Bock habt, das würde ich gern testen und euch präsentieren, wenn es was taugt. Das steht ganz, ganz oben nach meinem Adobe-Video, was jetzt rauskommt. Der Dirk schreibt, sitze wie jeden Abend draußen auf dem Balkon. Da ist es angenehmer als drin. Es ist so heiß, es werden sogar jeden Abend weniger Insekten und Motten. Wow. Finde ich cool, Dirk. Finde ich cool, dass das. Ich war heute bei uns an der Quelle. Wir haben eine Quelle, von der erzähle ich euch dann gleich. Und da waren halt Wassertropfen, wo so ein bisschen daneben kleckert. Und da haben sich Schmetterlinge gesammelt. Und Bienen an den Wasserflecken, was daneben gegangen ist, die sind auf das Wasser. Ich habe das nie erlebt, dass Insekten so durstig sein können, dass die da auf Wassertropfen gehen. Auch wenn das Pflaster feucht war, sind die dahin zum Trinken. Schmetterlinge, da waren Bienen. Jonas war mit dabei, ich habe das noch nie gesehen. Wir haben dann mit der Hand nur überall Wasser verteilt. Die sind da wirklich zum Trinken hin. Also das stimmt wirklich mit den Insekten, dass die auch Durst haben. Wir haben draußen Vögel. Viele Vögel, die wecken mich jeden Tag auf, mittlerweile um 4 Uhr. Seit 2 Tagen hört man die nicht mehr. Es ist draußen still. Die pfeifen jetzt eigentlich. Ich habe jetzt wirklich Vögel gesehen, die sind da gehockt mit offenem Schnabel am Hecheln. Ich habe denen zwar eine Wasserschüssel hingestellt. Naja, aber Vögel sind nicht blöd. Die checken es nicht. Also wirklich. Geht das jetzt? Geht das wieder? Geht das hier? Oder hier? Früher hat das mal funktioniert. Naja. Für die Viecher ist es wirklich brutal. So, jetzt haben wir aber hier noch ein Paket. Jetzt hat es gerade Pieps gemacht. Oh. Haha, ich kann nicht sehen. So, lieber Chat, ich weiß jetzt gerade, wer im Hintergrund auf die Bühne gekommen ist. Soll ich euch verraten? Ach komm, ich verrate es euch. Hi! Ich habe mir gedacht, 33 Grad im Camper, ihr dürft daran teilhaben. Das ist ja schön. Schöne Grüße nach Hannover. Ja, es ist grobe Richtung Hannover. Also, wenn ich das richtig genau erkläre, wo ich bin, mache ich ja sowieso nicht, gerade nicht im Livestream. Aber dann hat man eine grobe Richtung. Ja, das würde ich auch nicht machen. Wie hält man das im Camper aus mit Temperatur? Es war ganz schön schwierig. Also ich habe hier meinen Stellplatz, wo ich eigentlich auch öfters hinfahre,
aber der stehst du den ganzen Tag jetzt in der brütenden Sonne. Das heißt, ich bin gestern Nachmittag gekommen oder gestern Abend gekommen, bin aber dann heute Morgen ziemlich zeitig wieder weggefahren, in den Wald reingefahren. Ja. Und selbst im Wald hatte ich im Camper und vor der Tür 36 Grad. Boah, das sind einfach Temperaturen, die machen keinen Spaß. Und mehr. das ist eben mit dem Hund ja dann ganz schön schwierig. Also ich habe dann, ich habe so einen Mini-Ventilator, dann habe ich so ein feuchtes Tuch gemacht, damit sie einigermaßen drüber gekommen ist. Wasser hat sie genug zu saufen, aber es ist echt schon schwierig. Ja, ja. Und dann jetzt um halb 10 bin ich jetzt wieder zurückgefahren. Jetzt bin ich hier wieder auf dem Stellplatz, weil in dem Waldparkplatz darf man nicht übernachten. Okay. Und aber trotzdem habe ich jetzt hier noch 33 Grad drin und ich kriege es im Moment auch nicht raus, weil es geht kein Wind. Ne? Ich glaube, das ist ja ziemlich schwierig, mit einem Camper jetzt bei Waldbrand gefahren, im Wald zum Stehen, wenn das einer sieht. Würde ich auch. Ja, nee, das ist ein Parkplatz. Das ist jetzt also, das war nicht das Problem. Ach so. Das war ein Parkplatz, das war nicht das Problem. Das Problem war nur, die Bremsen, die haben mich kirre gemacht. Also ich habe heute schon, glaube ich, wieder 20 Bisse von Bremsen gekriegt. Okay. Ja, Ja. weil sie überhitzen, ja? Oder? Ja, diese Bremsen, weiß nicht, kennst du die Bremsen? Das sind diese Pferdefliegen, diese dicken, grauen. Mein Gott, Astrid. Ich rede von deinem Wohnmobil, von deine Bremsen. Dinger mit Nein, ich rede von den Viehzeug. Ja, Bremen. Und Genau. jetzt. ja, auf jeden Fall. Und die haben mich dann auch noch richtig geärgert. Ne? Ich habe gedacht, jetzt echt nicht. Weil umso mehr du schwitzt, das ist ja für die so richtig, komm her, ne? Ja, das ist richtig scharf. Nee. Und umso mehr, wie du dich dann umhaust und rumtust, desto mehr schwitzt ja wieder. Weil Sicher. man muss halt in die Bewegung und dann werden die noch, ja, ich hasse es. Ja, Aber ja, genau. harmlos. Was richtig böse sind die großen Pferdebremsen. Kennst du ja auch, die Pferdefliegen? Ja, Wenn die stechen, da ist Polen. ja, sag ich doch. Ja, die habe ich doch gehabt. Ach, die ganze Diese alten grauen. Diese alten Scheißdinger. Ja, was meinst du wohl? Hey, die können das Leben Ja. zur Hölle machen. Da gehe ich rein, da gehe ich Ja. mal raus. Vor allem, die warten auch draußen. Die warten draußen. Ja, sicher. Die Ich finden da ich bin heute Morgen auf dem Parkplatz draufgefahren. Ja. In dem Moment sah ich schon eine Frontscheibe. Wir sind da, ne? So richtig. Aber das Ja. Coole war, da kommt ein Vogel an, so ein kleiner kleiner brauner Vogel, kam an, hat er erstmal ein paar weggenapft. Ja, so ist richtig. Ja, aber der war leider nicht hungrig genug, weil es waren anschließend ja noch genug da. Also das war ja furchtbar. Ja, Ja, aber da aber gut, reicht es. bitte. Da hätte ich schon so die Schnauze voll. Ja. Vor allem, du kannst ja nicht wehren. Vor allem das ganze Autan und der ganze Dreck, der wirkt doch auch gar nicht. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich sprühe mich zwar manchmal ein, aber ich habe den Eindruck, es wirkt nicht. Also, Das Problem ist einfach, wenn du anfängst zu schwitzen, dann läuft die ganze Suppe sowieso wieder weg. ja, eben, da kannst du nichts mehr machen. Aber Und- der ganze Schalker bei den Eltern sind mit dem Wohnwagen gerade südliche Lagune von Venedig ihn auch zu. Ja, Venedig, was meinst du, Italien? Ich war da auch schon unten bei Temperaturen. Wenn da unten die Luft steht und gerade in so Lagunen, ist es die Hölle. Ja. Es ist das, ja. Das reicht mir hier schon, da brauche ich da unten gar nicht hin. Ja, also, wenn da, egal wo die Luft steht. Der Dirk schreibt ab, Bremsen. Ja, die hassen wir uns echt Bremen. Ja, Sind Mist. die Bremsen, stechen ja. Durch. Ja, die stechen durch. Die sind da. ja, die da sind, drauf. die sind also furchtbare Viecher. Ich werde oft im eigenen Garten vom Bremsen gestochen, wenn man halt am Wald wohnt. Ja, und das Ja. ist ja bei mir auch so. Das ist, schau jetzt, wenn ich rausschaue, es ist alles dunkel. Wir haben ja keine Straßenbeleuchtung mehr, gar nichts. Jetzt bin ich der einzigste Lichtpunkt im Umkreis von 500 Metern. Ich habe die Balkontür auf. Ey, weißt du, was da los ist? Was ausprobieren. Ich habe meine Fliegengitter extra zu. Mein Fliegengitter hat da unten, siehst du, einen Spalt. Und der Aha. reicht für die kleinen Mistviecher. Die finden das. Die finden Ja, das. klar. Ja, klar. Schauen wir nochmal. Dogcam. So. Ist doch super, oder? Ja, genau. Das ist doch, oh, guck mal, endlich noch ein Gast dabei. Super. Ja. Hey, Bobby, du bist im Fernsehen. What? Fängt der Alte auch noch an zu labern. Ah, Ja, ja. Ah. Ja. Der dicke Bayer nervt wieder hier am ganzen. Bis Mitternacht, gell? Ja.
Der Genau. rührt sich nicht mehr. Der rührt sich nicht mehr. Ich schaue Mhm. bloß, machst das Handtuch so ein bisschen an den Ventilator hin, gehe hin und wieder mal durch mit dem Handtuch durch die Pfoten, Hunde schwitzen ja an den Pfoten, ein bisschen abkühlen und schauen, dass er immer frisches Wasser hat. Mehr kannst du machen, ja. Ja, du kannst auch nicht mehr machen. Das ist einfach. Ich habe dann ja auch heute noch gesagt, ich sag, man geht auch jetzt mit dem Hund ganz anders. Einfach nur eben das Nötigste und dann war es das eben auch. Anders geht's gar nicht. Ganz ehrlich, Astrid, ich habe heute Leute gesehen, um 2, 3 Uhr Nachmittag, wo es eigentlich erst richtig heiß wird, joggen Ja. mit Hund. Mit Hund. Ja, Ich hab mir echt bescheuert gedacht, sind sie. Bescheuert sind sie. was seid ihr für Arschlöcher? Ja, Ich bin vorgestern barfuß mal raus auf die Terrasse, ich habe die Füße fast verbrannt. Und da rennen die mit dem Ja. Hund. ja, Weißt ja. Das ist für mich unverständlich. Komplett. Das ist, du sollst ja mit der Hand das auf Steine legen oder auf den Teer legen. Und wenn du die Hand 7 Sekunden halten kannst, Okay? ja, aber das schaffst du nicht. Du hältst die Hand keine 7 Sekunden auf so einem Boden. Zurzeit sowieso nicht, gell? Keine Chance. Keine Nö, Chance. aber Ja. der Hund, der darf dann drüber herlaufen, ne? Ohne Schuhe. Hauptsache, ich kann Mhm. meine Laufsucht hier, mein Adrenalin oder was holen und dann muss der Hund mit. Weil gut, so Ja, ist auch- Hauptsache, ich kann heute Abend beim Grillen sagen, ich bin ja heute gejoggt, ich darf ein Steak mehr essen. Ja, genau. So schaut's aus. Jetzt fällt es mir auch noch um hier. Ich bin ja klar überhaupt nicht vorbereitet, weil ich bin ja nun jetzt hier mit einem kleinen Besteck unterwegs, aber das muss jetzt so gehen. Ach, ist doch. Wir sind ja unter uns, ist ja jetzt nicht dramatisch. Ja, ja. Ich reinschauen, Astrid, weil dann hätte ich nämlich die ganzen Pakete durch. Ja, was war das denn jetzt? War jetzt Weihnachten oder hast du dir selber alle geschenkt? Im letzten Stream war der Andreas aus Rheinau da. Und nach Ja, dem ja, Stream da war ich ja auch. Ja. Ja, da haben wir, glaube ich, noch 2 Stunden geredet. Ich glaube, das war dann 2:30 Uhr morgens. Und da hat er mal ein paar Ja. Systemsachen gezeigt. Und dann haben wir den Stream beendet. Und dann bin ich auf die Couch und habe mir so ein paar Timo-Sachen angeschaut. Gefährlich. Ganz gefährlich. Und normalerweise habe ich immer gemeint, ich bin schlauer wie Timo, aber irgendwie habe ich. Ach, ja, das ist so fürs Handy. Das hat er mir gesagt, wo man das Handy drauf tun kann und mit dem dann filmen. Oh ja, das habe ich letztens irgendwo mal gesehen. Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Da bin ich auch gespannt. Der Andreas sagt, das ist richtig gut. Ja, aber es ist ja die Frage für einen selber, ne? Das ist ja immer dann so eine Geschichte, wie du da Ja. selber mit auskommst. Und vor allem bin ich jetzt zu faul, ob ich das jetzt extra mitnehme und hinbastel oder dann doch einfach Freihand schnell mache. Ja, genau. Das ist ja eben das ist ja immer das, was ich immer sage, wenn sie immer sagen, ja, aber wenn ich mit dem Hund bin, dann habe ich die Hundetasche, da ist das Handy drin. So, Ja. wenn ich dann noch anfange und ich soll noch klar habe ich die GoPro, aber ganz ehrlich, wenn ich das nicht genau jetzt sage, jetzt mache ich da was, ich muss die GoPro mitnehmen, ich muss das Mikrofon mitnehmen. Ja, ne? Ist ja so. Ich habe da so einen kleinen Notfallkoffer mittlerweile. Da ist die Pocket drin, da ist die Tonstrecke drin und wenn es mal hochkommt, die Kamera noch. Weil wenn wirklich was ist, dann nehme ich es einfach mit und hab's einfach. Wenn Ja, was Größeres aber, macht, dann fange ich an aber zu du zanken. weißt doch, wie es ist. Ja. Du rennst mit dem Hund rum und dann siehst du tolle Sachen, Ja, dann nimmst du das Handy. Dann war es das eben. Dann nimmst du das Handy in dem Moment. ja, da wollte die fragen. Das hat mich schon lange interessiert. Ich glaube, bestimmt schon ein Jahr. Wir kennen ja uns ja von Daniel Ricci. Wir haben ja so Fotobesprechungen damals gemacht. Da waren wir mit zusammen. Ja, Ja, das weiß ich noch. Da war der Stoppschild war auch dabei. Und Murat, glaube ich, war dabei. Und die ist doch die Kamera kaputt gegangen. Kaputt gegangen. Wie, weiß ich nicht. ja, das war das war, Ist schon Zeit her. ja, Ein paar Tage. ja, das war ganz blöd. Das war, die kennen, jetzt schlag mich mal bitte jetzt mal, genau, genau, die Spiegelreflexkamera von Canon, die digitale Spiegelreflexkamera von Canon, so. Und Andreas hatte mir ein paar Sachen geschickt und hat gesagt, ich habe da noch was und ich Trottel mache Bedienerfehler und verbieg mir innen drin diese kleinen Kontakte, wo der Akku reingeht. Das war's. Aber da wollte ich fragen, ob es wieder neue Kamera oder ob sie reparieren hast lassen. Weil du hast eigentlich auch schöne Fotos gemacht. Und deswegen habe ich das immer interessiert.
Ob es da du wieder gesagt hast. Ich habe das lohnt sich nicht für die Kamera. Das war, glaube ich, war das die 400D? Ach, Okay. ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, genau, weil ich hatte ja mal guck mal, ich krieg schon gar nicht mehr aufeinander. Die eine Canon musste ich ja verkaufen, wie ich ja krank war, da musste ich ja so ein paar Sachen abstoßen. Und die 400D hatte ich ja immer noch im Schrank liegen. Und da habe ich doch mal gesagt, der alte Kamera mal wieder zum Leben erwecken. Und das hat ja auch gut funktioniert. Und dann schickte mir Andreas dann eben noch einen besonderen Akku und hast du nicht gesehen, Astrid macht einen Bedienerfehler. Da war die Sache hinfällig. Und Schade. die Reparatur, ich weiß nicht, wer es mir geschrieben hatte. Irgendeiner hat mir doch geschrieben, die Reparatur kostet irgendwie Summe X. Also da kriegst du im Endeffekt ein gebrauchtes Gehäuse für. Also das ist Quatsch, das dann eben so zu machen. Und Wirtschaftlich ich habe halt. ja jetzt, die habe ich hier auch im Auto. Jetzt muss ich euch mal gerade ein bisschen mitnehmen. Wow. Lege ich mir gleich auf die Nase. Ja, so ein bisschen habe ich ja dabei. Also ein kleines Stativ habe ich dabei. Und meine ganzen Körbe hier. Okay. So. Wo ist denn das Schätzchen? Genau. Und dann hatte mir, jetzt muss ich erstmal wieder Platz machen, dann hatte mir der Thomas vom Kanal Felter Wellenlauf, ja, diese Kamera geschenkt. Ah, okay. Das ist die Canon siehst du, ich krieg's auch nicht mehr hin. M10, ne? M10 war das, glaube ich jetzt, oder M100. Oh Gott, siehst du? Ich behalte es. Warte mal, ich gucke, es steht ja drauf, nicht Trottel. Canon M100, also das ist wirklich, die hatten total, warte mal so, die hatten total süßes Maß. Ja. Also die passt auch so in eine normalen Jackentasche rein, ne? Also pass mal auf, warte mal, ich mache das mal gerade so. So, wenn ich die jetzt so in meine Hand halte, guck mal. Mhm. Ne, kann man wohl ganz so gut sehen. Ja. Ja, genau. Und die hat so ein kleines, die hat ein Objektiv 15 bis 45 Millimeter, hat hinten auch ein Klappdisplay, also total cool. Habe ich ja auch im letzten Jahr viele Fotos mitgemacht, im Urlaub und so. Der einzige Nachteil an der Kamera ist, sie hat leider keinen Anschluss für ein externes Mikrofon und das interne Mikrofon ist grottig. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Also, jetzt schmeißt ihr schon wieder alles so rum hier. Ne? Also das heißt, zum Fotografieren, da ist sie wirklich gut. Die macht wirklich schöne Fotos und dann eben für so eine Kamera, die einfach so klein und handlich ist. Ja. Ne? Die kannst du wirklich, wenn du eine Jacke hast, die passt in jede Jackentasche rein. Und ich hatte letztes Jahr noch eine Hundetasche, da hat sie auch reingepasst. Ja. Opala. Ja, Aber so soll es ja sein, gell? Handlich, dass du es einfach mal schnell irgendwo mitnehmen kannst, nicht groß am ja, Foto- genau. Zeug brauchst. Genau. Und das kriegst du mit dem Hund, das weißt ja, mit dem Hund kriegst du das nicht hin, da kannst du nicht so viel Klabums dabei haben. Ja, das Ne? stimmt. Und also wie gesagt, die kleine Canon, diese M100, die der Thomas mir geschenkt hat, ist ein kleines, süßes Ding. Also kann man nicht anders so sagen. Hast du eigentlich von Murat wieder was gehört? Der ist ja momentan sehr viel unterwegs, gell? Nö, habe ich nicht. Okay. Der ist momentan irgendwie so auf halber Weltreise gefühlt. Ja, alles gut. Ist immer recht Alles spannend. gut. Mhm. Naja. Jetzt würde ich mal schnell was zum Trinken holen, weil ich verdurste hier, Astrid. Ja, guck mal, ich habe hier vorgesorgt. Guck. Tada. Ja, ich schlürfe jetzt seit 1,5 Stunden da einen Kaffee hin. Das ist Ja. Also ich kann den Chat nicht lesen, weil ich jetzt erst mit dem Handy mache, wollte ich euch nur sagen. Und ich möchte jetzt auch irgendwie nicht umstellen, dafür mache ich das mit dem Handy einfach zu selten. Ja, alles gut. Und ich weiß doch gar nicht, ob Markus das eingestellt hat. Ja, ich habe nur gedacht, wenn die jetzt irgendwas schreiben, ich sehe nichts. Bis jetzt alles gut. Der Chat ist jetzt eingeschlafen. Weil ich weiß nämlich jetzt gar nicht, ob ich das hier einstellen kann am Handy mit dem Chat, ob ich das dann sehen kann. Am Handy kann ich da jetzt so spontan gar nicht sagen. Siehst du? Ja, ist ja auch nicht schlimm. StreamYard, ich könnte das jetzt spontan gar nicht sagen. Aber
Weißt du, was ich da hab? Schau mal, wie die Flasche anläuft. Ja, Wow, ja. das ist so irre. Jetzt weiß ich nämlich ab heute auch, was der Taupunkt ist, was ihr die ganzen Nachrichten hört. Der Taupunkt jetzt von 25 oder 26 Grad. Das heißt, Ja, wenn ich siehste? ein Getränk aus dem Kühlschrank nehme, was 25 Grad hat, was eigentlich schon warm ist, also 25 Grad ist nicht kühl, dann läuft Nee. die Flasche an. So heiß ist es. Und Ja. zwar habe ich das Wasser, ja, Glanzi weiß das. Glanzi weiß das. Das habe ich heute frisch abgezapft. Ah, Wir haben- okay. Wir haben das Schöne bei uns im Dorf, dass wir eine Quelle haben, eine Alpenquelle. Und zwar ist Ei. das die Primusquelle. Da möchte ich auch noch ein Video drüber machen. Okay. Die ist seit 2000 Jahren bekannt. Da kann jeder hingehen und kann sich Wasser abfüllen. Das ist Bergwasser. Das kommt Ist praktisch bei uns. Ist ja ein bisschen weit für mich. Für dich schon, ja. Hm. Für mich ist es von der Haus. Und das ist die St. Primus-Quelle. Das waren früher Flaschen, du kennst vielleicht aus dem Getränkemarkt. Die waren grün Da bin ich. mit einem roten Logo, St. Primus. Heute kennt man das Wasser unter Adel Holzner. Ah, okay. Genau, Aha. das ist bei mir im Dorf die Abfüllanlage. Und Ah, da haben wir eine Quelle und da dürfen alle Bürger hin und dürfen sich das Wasser frisch abzapfen. Ja, das ist doch klasse. Aha, Stoppi, zieh dir was an. So, ich wollte gerade sagen. Nee. Also schon wir, gesperrt. wir sind alle angezogen. Hallo? Du Nackedei, die da, du? Dann kann- Männer dürfen Nippel präsentiere. Ja, bitte. Nee. Aha. Willst du uns jetzt dein Brustwarzenpiercing zeigen, oder? Ich kann nicht. Ungepierst. Auf alle Fälle hole ich da immer mein Wasser. Und das ist Ja. Heilwasser. Das ist wirklich eine Quelle, die seit 2000 Jahren da schon existiert. Und die riesige Abfüllanlage, das ist eine riesige Firma. Das kannst du dir nicht vorstellen. Adler Holzen ist Ja. eines der bekanntesten südbayerischen. Gehört der katholischen Kirche. Ja, wirklich. Die komplette Anlage, das komplette Werk. Ja. Und da möchte ich eben ein Video drehen und da habe ich schon angefragt wegen der Drehgenehmigung. Weil es Mhm. spannend ist. Ich mag nicht mehr. So, Dirk, Ja. grüß dich. Grüß dich, Servus und Habidere. Bin mit dem Handy drin. Ja, das ich macht er. auch. Ah, Mhm. Ah, und das Wasser, ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Also, könntest du jetzt für verrückt erklären. Ich finde, dass ein Wasser Geschmack hat. Und viele sagen, es schmeckt nach Wasser, es schmeckt nach nichts. Ich bin aber der Meinung, dass ein Wasser Geschmack hat, durchaus. ja klar, Ja, kommt ja auf die ja. Mineralien an. Schon, gell? Ja, genau. Also Ja. Wasser ist nicht neutral. Und das Nee. Wasser ist so krass, das ist so weich. Das ist wie ölig. Hinterlässt da wie so ein Ölfilm. Total weich. Ja, wirklich, das spürt man. Nicht, dass du nachher eine Sardine in Ölbuchse bist, du. War das gar nicht die Quelle und ich habe beim Nachbar Bulldog irgendwas abzapft. Beim Ordelbonzen. Wenn er gleich dahin ölt, ne, dann wissen wir Bescheid. Das Lustige ist ja, die Geschichte. Hallo Dirk, so sitze ich auf dem. Leute, hey, was zieht's denn hier heute alle blank? Das ist ja unmöglich. Das Lustige ist ja, ich muss ja da kurz die Geschichte erzählen. Wenn es irgendwo was umsonst gibt, dann sind die Menschen leider gierig. Das regt mich richtig auf. Und da gibt es wirklich Leute, die fahren da mit die großen Glasballons hin. Kennst du die? Sowas vom Weingeld, Ja. 20 Liter. Ja. Und nicht nur ein, sondern 10, das ganze Auto voll, den ganzen Anhänger voll. Und das ist ja ein riesige Wasserding. Das ist ja, Moment, wie so ein Rinnsal. Das ist ja ein kleines Rinnsal. Ja. Und wenn der da mit, keine Ahnung, einem Hektoliter da steht, dann warten andere Leute ewig. Und da Ja. hat es dann auch Streitereien gegeben. Und dann ist der Chef von Adel Holzen sogar dann rauf, weil die haben wirklich fast zum Raffer angefangen und hat ja dann Streit schlichten müssen. Weil er gesagt hat, wenn es schon umsonst gibt, muss man andere auch mal hinlassen und sich da mal so 1000 Liter abzapfen, das ist unverschämt. Ja. Also normalerweise heißt es ja haushaltsübliche Mengen.
Ja, also mir kommt es echt vor, als ob die da mit dem Wasser dealen. Und das finde ich Ja, nur klar. schade, wenn es sowas gibt. Also ich finde das toll. Wisst, wenn es sowas gibt, wenn sowas zur Verfügung steht, dann wird das von Menschen, die was das ausnutzen, dann immer gleich kaputt gemacht. Und das ist so schrecklich. Ich finde das so schrecklich. Oh, Was machst du denn jetzt, Dirk? Schnappi. Ja, ich habe die Kamera gewechselt. Ich seh, Ah. Also der Dirk macht jetzt, kurz vor Streamende macht der Dirk hier jetzt Spezialeffekte. Ja, schaut cool aus. ja, Das ja. ist Matrix. Schaut hin, das ist Matrix. furchte. Ich habe mich Und- gerade doppelt gesehen. Was war in dem Wasser drin? Dreifach. Ja, genau. Super. Und irgendwas wollte ich jetzt noch erwähnen. Ihr bringt es für heute den ganzen Tag schon draus. Das ist unglaublich. Auf alle Fälle haben wir uns gefreut, dass doch noch Gäste gekommen sind. Das ist richtig cool. Ja, du hast das letzten Samstag gesagt, dann bis nächsten Samstag. Ja, ich habe mich auch an dich erinnert, dass du kommen wolltest. Naja, also sagen wir es mal so. Ich habe jetzt vorhin gedacht, du bist online. Da habe ich noch draußen gestanden. Ich denke mir, dann bin ich reingegangen. Ach, denke ich, jetzt mach mal an. Und denke ich, okay, ist keiner da. Sei mal nicht so. Ach, gell, wieso? Kann ja jeder rein. Dirk, Alles gut. was machst du bei der Hitze, außer blank ziehen? Nix. Was macht Also, das Wetter? nur Also, arbeite. Wie? So mit Bewegung oder was? Nee. Was? So arbeiten mit Bewegen oder was? Ne, ganz normal schaffe. Also, ich habe noch keinen Urlaub. Die Kinder haben jetzt Schulferien. Ach, ihr habt schon Ferien? Nein. Hä? Ja, wir sind die Erste. Ja, ja. Bayern und Baden-Württemberg sind immer am Schluss. Ach du Scheiße, ihr habt schon Ferien. Bei uns sind die Ferien jetzt erst Anfang August, normalerweise Ende Juli, aber die haben jetzt Anfang August. Boah, und jetzt bei der Hitze auch noch. Ja, was kannst du machen? Jeden Tag ins Freibad schicken, oder? Damit die ein bisschen rauskommen. Wahnsinn. Ja, Ferienzeit. Ist immer sehr teuer, wenn man Ausflüge machen will mit den Kindern und so weiter. Ja. Wie schaut es aus, Türkei? Dieses Jahr? Ist genauso warm wie hier, kann man sagen, oder? Ja, Nicht viel Unterschied. stimmt. Also Türkei dieses Jahr nicht. Aber Türkei kann man sich ja besser abkühlen. Innerlich wie äußerlich. Ja, ja. Berlin startet am 7. Nein, Glanzi, nein, am 7.7. Hä? Bei uns sind erst 28. Also bei mir ist es so, ich kann euch das kurz erklären. Ich habe am 28. Juli Geburtstag und es war immer so der letzte Schultag oder um den 28. rum. Und das Lustige war immer, ich habe am 28. mein Geburtstagsgeschenk von meinen Eltern bekommen. 2 Tage später hat es Zeugnis gegeben und zur Strafe war mein Geschenk wieder weg. Deswegen weiß ich immer so ganz gut, wann die Ferien anfangen. Ja, bei mir war es immer. Der Stoppi jagt dann Murat mit der Kettensäge. Das finde ich einmal sehr, sehr positiv. Sehr schön. Und das Aber- bei dem Wetter. Halleluja. Ja, das ist scheiß KI. Also da bin ich jetzt süchtig genau, ne? Also ich hätte mir Die jetzt Lieder eher sind jetzt Sorgen gemacht, abgeschrieben, jetzt wäre Bilder bearbeitet. ich hätte mir jetzt eher Sorgen Ja. gemacht wegen der Kettensäge, Astrid, und nicht wegen dem Wetter auf dem Foto. Das wird mir eher zu denken geben. Ja. Aber der KI. Ja, aber jetzt, na Leute, ich habe jetzt so viel Bock gehabt. Der Stoppi aus, warum? Na, du bist nicht aus Hessen, ja? Warum bin ich immer auf Hessen? Du bist Saarland da drüben, ja? Ja, ja, klar. Immer Hessen, keine Ahnung. Jetzt hat Saarland, dann die Berliner, scheiße. Die haben jetzt auch noch, wisst ihr, was bei uns herunten wieder los ist? Und das geht jetzt schon los. Also bei uns beginnt die Ferienzeit durch die Touristen, fangen jetzt schon an. Und ich wundere mich schon, also die ganzen Kennzeichen, die was ich nicht kenne, und warum das die alle so bescheuert fahren. Jetzt weiß ich Bescheid. Saarland hat Ferien und die Berliner kommen auch bald. Naja, super, Mahlzeit. Das ist wieder eine Zeit, wo ich dann bis Anfang September mich nicht mehr vor die Tür wagen kann. Ja, aber ich Schlimme glaube, die chinesische Touristen sind schlimmer, oder?
Die kommen auch noch. Oh, na, die kommen jetzt auch noch. Das Schlimme ist ja ganz ehrlich, wenn es die Touristen geschafft haben, zu parken, ja, ist die Gefahr nicht vorbei, weil die haben dann Fahrräder. Dann wird es richtig kriminell. Mhm. Dann haben wir die Fahrradinvasion. Dann wird zu dritt nebeneinander gefahren. Ja, Verkehrsregeln gibt es sowieso nicht. Und du als Einheimischer, wenn du mal schnell in die Stadt fahren willst, nur was einkaufen, ja, das wird dann der Hürdenlauf. Scheibenwischer an, da tust du dann einen Radlhelm nach dem anderen, kannst du von der Scheibe wischen. Ja, also bei uns ist jetzt so Radfahr, Outdoor, Wandern. Wo sind sie denn unterwegs? Dann fliegt der Hubschrauber wieder eine Tour nach der anderen in die Berge rein. Die Leute wieder retten. Wir haben jetzt in Bayern, glaube ich, bis jetzt haben wir 12 Badetote, gell? Wahnsinn. Jetzt in Chiemsee haben sie da 2 rausgezogen aus 16 Meter Tiefe in einen. Die fahren mit dem Boot raus. Du kannst aber im Boot Schifffall fahren, gell? Und sind zu zweit ins kalte Wasser gesprungen. Der eine war weg. Den haben sie wirklich nach Stunden erst in 16 Meter Tiefe gefunden. Wie kann man so doof sein? Da frischt man sich doch vorher ab, oder? Und springt nicht bei der Hitze kalt ins Wasser. Schlimm. Was sollst du sagen? Ja, sollst du sagen. Also Ja, ich wir haben musste das als zu- Kinder gelernt. Wenn wir am Badesee waren, haben die Eltern immer gesagt, nicht ins kalte Wasser springen. Ja. Geht man erst Also ein ich Stück musste durch die zu Kreise. sagen, immer wenn ich im Freibad war, ich bin lieber immer reingesprungen, kurzer Schockmoment, wie dass ich langsam reingehen und dann wäre ich nämlich nicht reingegangen. Ja, aber Dirk, ich glaube, ein Freibad, wo das Wasser jetzt halt 3 Meter ist wärmer als ein Chiemsee, wo dann 16 Meter Tiefe hat. Oder ich glaube, dass so ein großer See ein bisschen kühler ist. Und dann der. Ja gut, Ja. der wollte ja nicht auf 16 Meter bestimmt tauchen oder sowas. Ne? Also nicht mit Absicht, ja. Nee. Ja, ist schlimm, weil ich habe es nicht mitbekommen, wie die ganzen Rettungskräfte unterwegs waren. Und ja, naja, scheiße, immer kacke sowas. Naja, jetzt würde ich sagen, wie spät haben wir es denn eigentlich? Ich habe gar keine Zeit. 23:33 Uhr. Oh, ich würde jetzt, also ich habe jetzt noch Themen vorbereitet, aber mir ist es einfach zu warm jetzt. Ja. Ich würde sagen, also so ein Stück dann, ja, es ist irre. Also die Flasche klitschnass. Aber ich würde vorschlagen, dass wir heute ausnahmsweise vielleicht ein bisschen früher Schluss machen, weil bei den Temperaturen, da läuft der Rechner, da läuft der Sound, da ja, das Handy, Pocket, da hinten laufen Lichter. Und ich möchte nicht blank ziehen wie der Dirk. Gott sei Dank. Nicht, dass er ja heißt, ich muss mitmachen. Achso, jetzt hast du aber die Kurve gekriegt. Ja, das war schon so. War doch bös gemeint. Ah, ja. Nein, das war so, nicht, dass er ja heißt, ja guck mal, in der Mitte muss auch mitmachen. Nee, nix. So. Um Gottes Willen. Aber Bist du verrückt. dann würde ich euch tatsächlich rauswerfen und würde ich sagen, machen wir zusammen Streamschluss, oder? Machen wir das. Jo, wunderbar, alles gut. Dann gebe ich einfach das Wort an die Astrid weiter, dann kann sie die verabschieden und dann an Dirk. Machen wir das so. Ja. Also erstmal vielen Dank, dass ich noch ganz kurz reinkommen durfte. Wie gesagt, war jetzt ja ziemlich spontan. Ich hatte auch, na klar, vollkommen gar nicht vorbereitet. Warum auch? Ne? Ist ja auch sowieso langweilig, wenn man sich vorbereitet. Also Markus, vielen Dank. Schön, Dirk, dass du noch kurz mit reingekommen bist. Chat, was ich nicht lesen kann, was ihr auch immer schreibt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und genau, Das dann magst, du euch noch gar einen nicht, schönen Abend und schwitzt nicht zu doll. das magst du gar nicht wissen, was die alle schreiben. Die schreiben alle irgendwie, dass die nackt irgendwo auf dem Balkon rumsitzen. Sei froh, dass du nicht lesen musst. Ich habe ja keinen Balkon. Stoppi aus Ja. Hessen. Ja, ich bin gerade am Chat lesen, da steht gar nichts mit. Also, du lügst. Tanzfilmfabrik schreibt, hallo Dirk, so sitze ich auch auf dem Balkon. Ja. Ja, Ja, siehst du? Ja, aber auf dem Balkon lässt sich ja wenigstens aushalten, ne? Also im Haus ist ja, wie gesagt, viel wärmer. Also, ich setze mich jetzt auch noch ein bisschen raus. Wirklich, schau, jetzt kommen schon die Mücken. Aus dem Umkreis von 3 Kilometer. Bis zum nächsten Mal und schönen Sonntag, Andi. Ja, wünsche ich dir auch.
War kurzweilig. Ja, das war wirklich kurzweilig, aber es ist einfach ein Bullenhitze. Gell? Oh, da oben ist die Lampe, ne? Und da fliegt überhaupt nichts rum, ne? Das gibt's Das war- doch nicht. Das war vor ein paar Tagen noch ganz anders da. Die Wahnsinn. sind anscheinend alle bei der Hitze kaputt gegangen, die Insekten, die Motte und so. Total. Ich habe es halt auch beobachtet, wie die da am Saufen waren, an so nasse Stellen. Irre. Jo, auf jeden Fall, ich verabschiede mich dann auch. Schöner Abend euch zwei noch. Und ich hoffe, dass noch ein bisschen Abkühlung kriegen. Ja. Aber bei uns, Wetter-App hat gezeigt, ab Montag soll es nochmal ein bisschen schlechter das Wetter gehen. In Anführungszeichen schlechter, weil alle Temperatur unter 30 Grad ist jetzt deutliche Verbesserung. Ne? Ja, hoffe ich mal. Aber sie haben ja Mitte Juli haben sie die nächsten Hitzedomen schon wieder angesagt. Also Mitte Juli soll es wahrscheinlich auch wieder richtig heiß werden. Also, wie gesagt, mir ist auch brutal gefallen, das Stream halt. Gäste freue ich mich sowieso immer, das glaubt ihr gar nicht. Und ich wünsche euch allen auch noch einen schönen, kühlen Abend. Und auch wenn jetzt die Gewitter kommen, dass euch da nichts passiert, sollte man auch nicht unterschätzen, wie oft das da jetzt in NRW und so schon scheppert. Hannover oben, glaube ich, da bist du so zwischendrin noch auf so einem sicheren Ding. Aber was ich da schon gesehen habe, Hamburg und so weiter, Gewitter und Richtung Berlin, naja. Nächsten Samstag würde mich freuen. Gäste immer willkommen, ihr seid auch immer herzlich willkommen. Stoppi, du, ja, auch so, ohne Nippel geht's. Ja. Also, in diesem Sinne, hat mir Spaß gemacht und nächstes Wochenende schauen wir dann so ein bisschen mit KI, wie wir da reinlegen können. Vielleicht haben wir da so Ideen, wie wir da so ein bisschen pranken können. Also, ihr wart super. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Thank you very much, Stevie, for 20 memberships. Stevie hat heute 20 Kanalmitgliedschaften verschenkt an die ganzen Abonnenten. War total klasse, habe mich richtig gefreut. Und Ganzi schreibt noch zum Abschluss, machen wir jetzt mal, es ist ein Late-Night-Talk. Glanzfilmfabrik schreibt, Gewitter ist zu uns nicht gekommen, hat sich über die Stadt abgeregnet. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und vielen Dank beim dritten Late-Night-Talk. Stay tuned. Gute Nacht. Tschüss. Ciao.